da dirinde mango yarchue kita nimanga ba chari yore. Heute ist der 5. Tag unseres Marngok Sommerdharmas. Ich möchte bei dieser Gelegenheit all jene willkommen heißen, die hier über das Internet zuhören, ob es die verschiedenen Angehörigen der Klöster sind, die Geshes, die Rinpoches, die Lamas und so weiter und die Mitanga-Mitglieder und alle anderen, die hier in diesen Gelegenheit teilnehmen. Am anderen Tags habe ich meine Internetverbindung verloren und war nicht in der Lage, da fortzufahren. Und es ist manchmal nicht so ganz sicher, wo ich genau unterbrochen wurde. Und ich möchte deshalb nochmal dort beginnen, wo ich spreche über die Führerschaft innerhalb des Sangha, der Gemeinschaft. Der indische Gelehrte S.R. Goyal betonte, dass zu seiner Lebenszeit der Buddha war der Führer des Sangha war. Und es gibt was ist der Grund dafür, dass wir sagen könnten, dass er der Anführer oder der Leiter dieser Gemeinschaft war? Weil die Bedingung dafür, dass man überhaupt die Gemeinschaft zum Beispiel für ein solches Regenzeitretreat betreten durfte, war, dass man zuerst Zuflucht nimmt zu Buddha, Dharma und Sangha, also den 3 Juwelen. Und das heißt zu jener Zeit der Führer, dass die Anführer der verschiedenen religiösen Wege zu diesem Zeit nicht nur die Lehrer waren, sondern auch ihre jeweiligen Leiter. Und dass aus diesem Grunde auch in der Gemeinschaft des Buddha, die er auch als ein Anführer und Leiter, nicht nur als ein Lehrer gegolten haben mag. Aber es gibt doch verschiedene Unterschiede zu den anderen Richtungen. Und alle diese verschiedenen Schulen oder Richtungen hatten ihre je eigenen Lehrer. Die jeweils zugleich die höchsten Autoritäten innerhalb der Gemeinschaft darstellten und mit Respekt ihnen begegnet wurde. Das war nicht nur den Dharma zu lehren und den Weg zu zeigen, sondern auch denjenigen, den Mönchen, die verschiedenen Regeln zu geben, nach denen sie ihr Leben führen konnten. Und all diese verschiedenen religiösen Führer waren dann auch diejenigen, die die Autorität besaßen, einen Nachfolger in ihren je eigenen Traditionen zu bestimmen, um ihre Lehre weiter fortzuführen. Zu dieser Zeit gab es eben diese Tradition in der damaligen Zeit, dass ein religiöser Führer in der Regel einen Nachfolger benannte. Und deswegen war es sehr verständlich, dass Leute außerhalb der Gemeinschaft die Frage stellten, wer wird die Kapazität haben dafür, eine solche Führerschaft im Nachfolge des Buddha zu übernehmen.
Und dann gab es da auch Konflikt dann zwischen Buddha und Devadatta. Devadatta war der Neffe des Buddha. Er war der Sohn eines Onkels von Buddha. Insofern waren sie eigentlich Cousins oder Vetter. Und es war dann zu dieser Zeit, dass Devadatta die Hoffnung entfaltete, er werde als der Nachfolger des Buddha auserkoren. Und dass er zum Anführer der Gemeinschaft werden würde. Das war seine Hoffnung. Er hat auch das direkt ausgesprochen, hat dem Buddha gesagt, bitte gib mir deine Schüler, ich werde mich ihrer annehmen. Der Buddha hat diese Bitte nicht angenommen. Und es heißt, dass deshalb ein großer Konflikt entstand zwischen Buddha und Devadatta. Die verschiedenen Geschichten. Was Devadatta dann unternahm, um diese Position dennoch zu bekommen. Es zeigt aber auch, wenn Devadatta nicht als Nachfolger gestimmt hat, dass zu jener Zeit die Gemeinschaft, der Sangha, eher demokratischen Regeln, Prozeduren folgte und nicht auf einen einzigen Anführer. Wir nennen den Buddha in der Regel auch den Lehrer. Derjenige, der Hinweis gibt und Rat, die letztendliche Natur zu erkennen, und er ist in dieser Hinsicht jemand, den man anerkennt als wert, dass man seinem Rat und seinen Hinweisen folgt. Und nicht direkt jemand, der Befehle erteilt, die dann auszuführen sind. Und es zeigt, dass der Buddha diese demokratischen Regeln installierte, die und so heißt es, der Buddha hat oft gesagt, ihr seid eure eigener Schützer, der echte Dharma, freie Information ist das, was euch schützt, ist euer Schutz. Allgemein, wenn wir Zuflucht nehmen, dann nehmen wir Zuflucht zu den 3 Juwelen. Aber Dharma ist das, was uns wirklich vor Gefahr beschützt. Tatsächlich ist das, was uns Schutz gewährt, und der Schutz, unter den wir uns begeben, die echte, verlässliche Information der Dharma. Und darüber hinaus war sein Rat, solle man nicht zu irgendeiner anderen Person als einem sogenannten Nachfolger gehen. Und außerdem war sein Rat, dass man nicht dem Körper des Lehrers alleine eine solche Wichtigkeit zumessen sollte, sondern seiner Botschaft, seinen Hinweisen. Insbesondere seit seines Fortgehens Parinirvana, im Einklang mit den ursprünglichen Schriften und der Theravada-Tradition, heißt es, als der Buddha in Parinirvana ging, war es wie, als ein Feuer zum Ausgeht, verlöscht, und er war nicht in der Lage, sich mehr um den Sangha zu kümmern. Und so hat er seine Schüler dazu ermutigt, was gewissermaßen sein Testament ist, dass sie sich dem echten Dharma als Quelle des Schutzes zuwenden sollen. So sagt es der indische Gelehrte Goyal, dass dies wahrscheinlich so zutreffend ist. Meine ich auch. Und der Zeit, nachdem Buddha in Parinirvana ging,
war es der Minister von Magadha, Shakara oder Vasakara, der Ananda fragte, wer wird jetzt in der Zukunft diese Gemeinschaft führen? Und Ananda sagte, in der Zukunft wird der Sangha sich den Anweisungen des echten Dharma zuwenden. Und der Sangha muss sich an das halten, was der Buddha als die Botschaft des echten Dharma, die verlässliche Botschaft hinterlassen hat. In dem Sinne kann man sagen, dass der Buddha seine Gemeinschaft so organisiert hat, dass sie demokratischen Prinzipien folgte und darüber hinaus hatte ihnen auch Wege gezeigt, wie sie Zwistigkeiten innerhalb der Gemeinschaft auf demokratische Weise lösen könnten. Es ist ja nicht nur eine große Gemeinschaft, sondern viele einzelne Untergemeinschaften, die in einer eigenen Abgrenzung leben, die unabhängig voneinander sind. Und jede dieser Untergemeinschaften des Sangha, die jeweils in ihrer eigenen Abgrenzung sich befanden, hatten die Möglichkeit, ihre eigenen ehrbaren Älteren zu erwählen und zu den Zeitpunkten, wo ein Zwietracht oder eine Zwistigkeit entstand, war es wohl meistens so, dass durch ein direktes Zusammentreffen, Zusammensein sich der Konflikt von Angesicht zu Angesicht lösen ließ. Das heißt auch, dass sie im Vinaya gibt es Regeln darüber, wie sie zur Abstimmung gingen und dazu Methoden entwickelt hatten, wie Zählstöcke, der Nutzen davon war, weil es sehr viele Teilnehmer der Gemeinschaft gab. Und man konnte eben anhand der Stimmabzählung entscheiden, was tatsächlich die Meinung der Mehrheit war. Das war also eine Möglichkeit herauszufinden, welche Meinung tatsächlich vorherrschend war. Und es gab jemanden, der speziell diese Funktion hatte, dieses Zählen der Stöcke zu überwachen. Ein Stimmstockzähler. Und wenn es über gewöhnliche kleine Meinungsverschiedenheiten hinaus einen großen, schweren Konflikt zu geben schien, dann war eine spezielle Kommission, eine Gruppe zu bestimmen, Ubahika, die darüber dann zu einer Lösung zu kommen hatte. In dem Theravada Sutra des Parinirvana und auch in der tibetischen Vinaya-Texten heißt es, dass der Buddha die Leute von Riji, einem Ort, der vermutlich in der Nähe von Vaishali liegt, dass er diese Leute von Riji unterwies in den 7 Punkten, um Ruin, der Untergang zu verhindern. Er hat ihnen diese 7 Punkte gelehrt, damit sie sich gut entwickeln. Es sind viele weitere solche Punkte benannt worden, die den Sangha vor Untergang bewahren. In jedem Fall war die Organisation der Gemeinschaft eine demokratische. Die Gemeinschaft als Ganzes, als große Gruppe hatte die Autorität. Es ist deshalb die Frage, welche Autorität, Wichtigkeit besaß der Buddha innerhalb des Sangha?
Darüber gibt es innerhalb der modernen Forschung verschiedene Meinungen. Der Japaner Uihakuju sagt dazu, dass der Buddha keine besonders herausragende Autorität besessen habe. Er war selber ein Mitglied des Sangha, war ein Individuum unter den anderen, dass er keine besondere, darüber hinausragende Autorität besessen habe. Dann gibt es den S. Watanabe, einen anderen Gelehrten, dass in der Übung derjenigen, die dem Buddha folgen, es eigentlich keine Frage darin gibt, wer die Autorität hatte. Und dann gibt es S. Dat, einen anderen Gelehrten, der sagt, unter den Schülern des Buddha, da war niemand, der eine besonders ausgesprochene Machtfunktion ausübte. Und ein weiterer, B. Matsumoto, kommt zu dem Schluss, dass der Buddha zu seiner Lebenszeit und für weitere 100 Jahre danach, nach seinem Fortgehen, da niemand war, der heraustrat als der Führer der Schüler des Buddha. Und ein anderer Gelehrter, K.N. Jalatilike, dass alle diese Gedanken, die in den Schriften den Worten des Buddha enthalten sind, sind letztlich alles nur Gedanken des Buddha, die eine Autorität haben. Und Kitagawa, der Lehrer, sagt, der Buddha war zu seinen Lebzeiten derjenige, dem man die Autorität zumaß. Weil alles in der Übung der Sangha bestand, aus der Übung des Sangha bestand, ihre Sichtweise, ihre Übung und ihr Verhalten sich an dem orientierte, was die Absicht des Buddha war. Und als er in Parinirvana ging, hatte er die Hoffnung, dass seine Schüler Schutz suchen würden bei dieser seiner Botschaft, dem Dharma. Aber es ist nicht so, dass Dharma von sich aus zu uns spricht, sondern es sind letztlich die Instruktionen, die Hinweise und Ratschläge aufgrund der Erklärung des Buddha. Insofern müsse man schon dem Buddha die Autorität zuwilligen, dass er in dem Sinne eine Macht oder einen Einfluss besessen habe. Und wenn man so darauf schaut, dass die einigen sagen, der Buddha hatte eine Autorität, andere sagen wieder, er hat keine Autorität. Viele Gründe für und gegen und Hinweise, aber sie stehen untereinander im Widerspruch. Und das sind solche Punkte, wo selbst die Beweisstücke miteinander im Widerspruch stehen. Es gibt einen Gelehrten, der sagt, als der Buddha fortging, dann heißt es in den alten indischen Schriften, ihr müsst betrachtet euch selber wie eine Lampe. Dharma ist eure wahre Zuflucht. Und wenn man so darüber nachdenkt, dann ist es zu der Zeit des Buddha, dass selbst der Buddha es nicht akzeptiert haben kann, dass er eine Macht oder Autorität besäße. Im Grunde hat Buddha den Auftrag gegeben, ihr müsst auf euren eigenen Füßen stehen können. Das Ananda hat den Buddha niemals gefragt, wer denn jetzt seine Tradition weiterführen werde als Nachfolger. Warum sollte dann ein von Außenstehender, so wie Vashakara, den Buddha darum fragen? In gleicher Weise könnte man sagen,
Wenn die Schüler des Buddha Dharma als die letztendliche Autorität ansehen, ist das nicht dasselbe, als dass sie den Rat des Buddha als Autorität annehmen. Und tatsächlich ist der Dharma der Weg, der durch den Buddha gezeigt und benannt ist. Und ist das nicht dasselbe, als den Buddha als die Quelle dieses Weges als Autorität anzusehen? Es ist schließlich der Buddha, der diesen Weg gezeigt hat und gelehrt. So, das ist eigentlich eine natürliche Konsequenz, dass dann er als die Autorität in diesem Sinne anzusehen sei. Und tatsächlich, als Buddha zuallererst den Dharma lehrte, war die Meinung der anderen, dass er einfach die Wahrheit gefunden habe. Nicht in dem Sinne, dass er etwas neu erzeugt oder sich ausgedacht habe. Er habe das erkannt, was einfach die Sicht, das Verstehen von wahrer Wirklichkeit ist. Und er daraus nur von seiner Erfahrung sprach. Als Buddha zu seinem vollkommenen Erwachen kam, hat er schlicht die Natur der Dinge als das, was sie ist, erkannt. Und er habe selber gesagt, dass die Lehre, ob ein Buddha erscheint oder nicht, die Lehre ist in dieser Weise ewig. Das waren also die Gedanken der indischen Gelehrten, sehr ähnlich zu der des Gelehrten aus Korea, Chai Jin-yu. Er sagt, dass diese Erklärung zuzutreffen scheint. Zum Zeitpunkt, als die Botschaft des Buddha sich zuallererst ausbreitete, dann waren alle Hinweise, die Buddha an seine Schüler gab, zugleich autoritativ waren. Die Art und Weise aus der historischen Perspektive ist es nicht notwendig, besonders zu erwähnen, dass der Buddha eine Autorität besessen habe. Und wenn wir diesem Gedanken folgen und die Idee dieses koreanischen Gelehrten annehmen, dann der da selbst sagt, dass die indischen Gelehrten wohl in ihrer Meinung darin richtig liegen. Nun ja, so gibt es viele verschiedene Erklärungen und Meinungen dazu. Aber zum Zeitpunkt des ursprünglichen Ausbreitens der Lehre des Buddha haben sie einzig das geübt, was Buddhas Hinweis da selbst war, und sind niemals darüber hinausgegangen. Sie haben sich an die Anweisungen, die Hinweise gehalten und in solcher Art geübt. Und nach hat er weitere Erklärungen gegeben. Und als er das ihnen als Ratschlag oder Richtschnur gegeben habe, haben sie das als eine gültige Beschreibung angesehen. Und wenn wir dann darüber hinaus uns an das halten, was die Sutras zeigen über sein Paranirvana, dann insbesondere gibt es einen Text, das ist die Bereisung des Vinaya von Tengyur Vinaya von Chüti Zongpön. Und das ist der über die frühen Tage und über den Pratimoksha Sutta spricht. Da heißt es, der Lehrer, der Sieger ist der Lehrer und seine Lehre sind Sutras und Abhidharma. Aber Vinaya ist der wahre Lehrer und die Lehre. Und insofern preise ich den, der beides ist, Buddha und Dharma. Und wenn man so darüber spricht, dann ist Vinaya
aus dieser Sicht der Korb der Schriften, das selbst den Lehrer darstellt. Und es mit der Bedeutung zu verstehen, dass insbesondere, dass dies Bharati Moksha Sutra ist, die damit gemeint ist. Und wenn wir es denn wirklich nötig hätten, irgendeinen Nachfolger des Buddha unbedingt zu finden, dann müssten wir den Finger nicht auf ein Individuum zeigen, sondern auf diesen Text eben, diesen Bharati Moksha Sutra Text, der gewissermaßen. Dann wäre also der wahre Nachfolger des Buddha eben genau dieser Bharati Moksha Sutra Text und nicht eine einzige Person. Dieser Text selber wäre gewissermaßen der Gesetzestext, dieser Vinaya-Text, und hat die Autorität, nicht die Individuen. Und das zeigt, dass die Gruppe der Schüler als organisierte Gruppe eben Sangha der Mönche, der Ordinierten ist. Sie hatten in den 5 Gruppen der Ordinierten hat es keine herausstehende Machtposition gegeben als Anführer, sondern sie haben sich an die Regel, an das Regelwerk oder das geregelte Leben, wie es in dem Vinaya heißt, gehalten. Und er hat gewissermaßen demokratische Regeln gezeigt für seine Gemeinschaften. Das war sehr gütig von ihm, dass er so einen Weg geöffnet hat. Heutzutage, weil wir über das Aufkommen des verborgenen Mantra sprechen, und ich weiß nicht, wann wir wirklich dazu kommen, darüber diesen Anbeginn zu sprechen, aber ja, scheint, dass es eine große Zeit braucht, bis wir zu dem Hauptthema, nämlich das Aufkommen des verborgenen Mantra, eigentlich kommen, bevor wir überhaupt dazu Gelegenheit haben. Und jetzt sprechen wir hier über den Ursprung der Gemeinschaft und des Vinaya. Und wenn wir in dieser Hinsicht auf die Geschichte der Lehre des Buddha und der Gemeinschaft und der Klöster und des Vinaya schauen, dann sind sie ein wichtiger Teil dieser Geschichte. Insbesondere, wenn man über den Ursprung des Vajrayana sprechen wollte, dann ist es sehr wichtig, auch Sangha und Vinaya im Blick zu haben. Weil da gibt es in Vinaya eine große Diskussion über die Mantra. Da gab es eine Frau, zum Beispiel eine Geschichte von einer Frau der untersten Kaste, Bhadra, die Gefallen gefunden hatte an Ananda, und sie hat jemand mit Zauberkraft aufgesucht, um Ananda dazu zu bringen, sich in sie zu verlieben. Und Ananda hatte keine Wahl, weil aufgrund dieser Mantra-Kraft, dieser Zauberworte, wurde dahin geführt, wo diese Frau sich befand. Und der Buddha selber hat ihn dann befreit aus diesem Bann des Mantra. Und dann gab es einen Zeitpunkt, als eine Krankheit in Vaishala, eine Epidemie in Vaishali sich ausbreitete. So ein bisschen wie der Corona-Epidemie heutzutage. Aber damals, also nicht so wie Corona heute als Pandemie, aber eine große Epidemie innerhalb von Vaishali. Und er hat Ananda dorthin geschickt, in die Stadt. Und er hat gesagt, während du nach Vaishali gehst, dann sprich dieses Mantra.
Und die folgenden Worte, wie es im Vinaya und verschiedene Reinigungsbitten, die in dem Vinaya enthalten sind, die musst du sprechen mit dem Mantra zusammen. Das heißt, diejenigen, die geizig sind oder da die Geister, die da hergekommen sind und so weiter. Also diese Verse, die also im Untergrund oder über dem Grund leben, all diese Geister und so weiter. Das ist im Vinaya enthalten. Da gibt es eine Verse dazu. Dann gab es noch einen anderen Schüler von Buddha, Upasena, der von einer Schlange gebissen plötzlich ein Empfinden hatte, dass sein gesamter Körper wie in Stücke auseinandergerissen sei. Und der Buddha sagte dann, sprach zu ihm 6 Verse, beginnend mit Gier, Hass und Dummheit, sind die 3 Gifte der Welt. Und die habe er zu sprechen. Und es gibt viele, viele solche Berichte darüber, wie Buddha selber Mantra gelehrt hat. Wenn man also Vinaya betrachtet, als Gemeinschaft zu jener Zeit, wenn dann jemand zu diesem Zeitpunkt körperliche Krankheit erfuhr, dass man sowohl sich mit Heilmitteln wie auch mit Mantra, beidem, versorgt. Das schien zur Zeit üblich zu sein. Und was sie dann als Mantras verwandten innerhalb der Gemeinschaft, der Gruppe, war dann etwas, was sie als von heilwirkend betrachteten, so wie ein Heilmittel von gleichem Wert. Und es war deshalb üblich, dass man sowohl Mantras des Buddha wie auch andere Mantras sprach. Wenn wir jetzt im Vajrayana zum Beispiel hier Mantra benutzen, und das ist die Bedeutung von Mantra, das ist ein Sanskrit-Wort, wo das Mantra 2 Silben besteht. Mana heißt Gemüt und Tra heißt Schutz. Das ist eine Weise, wie man die Bedeutung dieses Wortes erklären kann. Aber die Bedeutung in dieser Erklärung, dann heißt es, die wahren Worte der Erhabenen sind das, was unser Gemüt vor Gefahren bewahrt. Aber selbst im ursprünglichen Lehre des Buddha gibt es Keime von dem, was wir hier, und viele Gelegenheiten, die mit Mantra verbunden sind. Wir sollten deshalb, das sind nicht nur ein paar solche besonderen Situationen, sondern reichlich an Zahlen. Wir sollten deshalb da eine Aufmerksamkeit darauf legen. Das scheint wichtig zu sein. Und es gibt auch einen anderen Grund, warum wir darüber sprechen sollten. Das sind der Ursprung der Gemeinschaft in dem Theravada-Tradition. Das heißt, dass die sagen, in der Theravada-Tradition, dass es gibt da viele widersprüchliche Beschreibungen. Zum Beispiel heißt es in dem verborgenen Mantra gibt es die Bedeutung, dass das Sangha auch, die Ordinierten, sich zu den Nicht-Ordinierten, den Haushältern verneigen sollten. Und bei dem Theravada heißt es, dass nur die Haushälter sich zu den Ordinierten verneigen sollten. Und es wäre völlig gegen die Regeln der Bhikshus, wenn sie sich verneigten zu jenen, die Haushälter sind und nicht ordiniert. Und das scheint völlig im Widerspruch zu stehen, diese beiden Aussagen.
Das ist für uns sehr schwierig zu erforschen, weil wir dafür nicht jede Zeit haben. Aber wenn wir da schauen, wie es in den Schriften dargelegt ist, dann gibt es viele solche Stellen. Es gibt viele Orte in Kommentaren, die auf diese Punkte hinführen. Und da heißt es zum Beispiel, Bodhisattvas seien zu respektieren. Bodhisattvas sind zum Beispiel die sind keine Haushälter. Sie tragen zwar die Gewänder derselben, sind aber dann, wenn man aber sich fragt, bloß weil der so sich kleidet, ist diese Person, zum Beispiel Avalokiteshvara, ein gewöhnlicher Haushälter. Sie sind aber nicht eigentlich solche Haushälter. Sie tragen die Gewänder, aber sie haben diese Erscheinung. Das macht sie aber nicht zu gewöhnlichen Haushältern. Der Grund, warum die Bodhisattvas diese Anschein erwecken, ist, dass sie in diese Welt gekommen sind, um Lebewesen zur Reife zu bringen. Und wenn man die als Ordinierter mit all den Regeln in dieser Welt erschiene, wäre es sehr schwierig, zu den gewöhnlichen Menschen Kontakt herzustellen und sie zu unterweisen. Zum Beispiel, selbst in den Shravaka-Texten heißt es, dass der Buddha selbst sich in Form von verschiedenen Gestalten in der Welt verkörpert habe, als Schmiede oder Jäger und so weiter, in diesen Formen und mit deren Gestalt und deren Verhalten und so gesprochen habe wie diese gewöhnlichen Menschen. Aber dass das nicht bedeutet, dass der Buddha darin nicht der Verehrung wert sei, weil er eben in dieser Form eine Ausstrahlung, eine Gestalt des Werdung des Buddha ist, also auf jeden Fall der Verehrung wert. Im Vinaya-Text selber heißt es, ist eine Geschichte, aber die Gruppe der 5 Guten, und da gab es noch eine weitere Gruppe von 5, die heißen die nächsten 5. Und dann gab es noch 5, die als Kirti oder bekannt, berühmt angesehen waren. Und als einer, der Buddha traf, war ja ein Haushälter und er hatte und normale Gewänder trug, war er trotzdem in der Lage, den Zustand eines Arhat zu erreichen. Bloß durch das Anwenden der Botschaft des Buddha war er in dem Moment seine Einsicht erfuhr und Buddha zu einem Wort der Preisung veranlasst und sagt, obwohl bedeckt mit Juwelenschmuck sind solche mit ihrem Verhalten friedvoll und besänftigt, haben ihre Vorsätze und sind treu im Verhalten. Sie haben allen Schaden von allen Wesen, haben sich vom Schaden für Wesen abgewandt. Sie sind tatsächlich Brahmins, sie sind die Vertreter des Guten, sie sind Bhikshus. So hat der Buddha dieses Wort der Preisung gesagt. In jedem Fall, ob jemand eine Ausstrahlung ist oder nicht, könnte man trotzdem sagen, es ist vielleicht nicht richtig angemessen, dass die Ordinierten sich zu jemand in gewöhnlichem Gewande verneigen. Da muss man sich doch fragen, zu was verneigen sich denn eigentlich? Verneigen wir uns vor Qualitäten oder vor der Kleidung? Wir verneigen uns doch und verehren das, was an Qualitäten zu erfahren ist, nicht vor ihrem bloßen äußeren Auftreten. Wir verneigen uns vor dem
Wert, den diese darstellen, der verschieden und ist von unserer Mutter Vorbildcharakter hat, wie es an verschiedenen Stellen heißt. Es gab viele, die sich der Bestwerdung verschrieben, aber nicht in jeder Hinsicht best geworden waren. Es gibt viele, die Safran trugen, doch in ihrem Geiste immer noch befleckt. Und solche, die Bettelschalen tragen, aber sind keine Gefäße für die Qualitäten. Und deswegen ist es so, denn bloß, dass jemand die Dharma-Gewänder trägt, macht diese Person noch nicht zu einem gewöhnlichen. Und jemand, der nicht ordiniert ist. Das ist gewissermaßen, es gibt auch Leute, die einfach nur Gewänder tragen, aber diese Qualitäten nicht in sich bergen. Sie sind wie Wolken ohne Regen, sie sind wie Brunnen ohne Wasser, sie sind wie vertrocknete Ernte, wie die Samen, die nicht sprießen. Für solche, die Bhikshus, die den Mangel an Qualitäten aufweisen, ist es sehr richtig und angemessen, dass sie sich zu solchen Haushältern verneigen, die Träger dieser Qualitäten sind. Und auch in dem anderen Text heißt es, dass es ist nicht wahr, heißt es in der Grundlage in diesen 18 Schulen, welche die Grundlagen bilden, dass die Unterschiede hauptsächlich aus den Qualitäten sich herleiten. Und da heißt es in dem Vajrayana-Schriften, in den sogenannten 50 Versen der Wichtigkeit des Guru, im Vajrayana-Text. Darin unter Vajrayana-Text ist einer der wichtigsten, diese 50 Verse über Guru. Das gewissermaßen die Grundlage für Vajrayana-Lehre darstellt. Zur Zeit des 9. Karmapa Wangjuk Dorje haben sie verschiedene Tantra-Schulen, Ausbildungsstätten gegründet. Und was sie darin als allererstes zu lernen hatten, waren diese 50 Verse über den Guru. Dann die verschiedenen Arten von Möglichkeiten des Verfalls oder des Absturzes, der eigenen Fortsätze und so weiter. Und dann über die einzelnen Richtungen. Zum Beispiel mit diesen 50 Versen, da ist darin enthalten, ich kann nicht alles hier vortragen, aber nur ein Beispiel zu geben, gibt es einen kurzen Kommentar des 7. Karmapa Chittajamsa. Und von Kame Rinchen, der Adi Khenpo, gibt es auch einen kurzen Kommentar. Und besondere Kommentar, die ich gesehen habe, durch den großen Tsongkhapa und Sakchen Lobsang Tragpa, das sind ich glaube, das ist sein Name, bin jetzt nicht ganz sicher, einer der großen Sakya-Meister. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher von beiden, von denen es war. Was es in den 50 Versen des Guru sagt, vermeide den Widerstreit in der Welt zu vermeiden, haben solche mit einer Disziplin sich den echten Dharma als das Wichtigste vorangestellt und richten
im Innern aber verehren sie so die Haushälter und ihre eigenen Jüngeren, und sie das, was als Ehrerbietung, das Bereiten von Sitzen, Aufstehen und das Ausführen von Arbeiten ist, und all diesen ist ihrer Disziplin, aber sie werden aber sie haben das vermieden in der Öffentlichkeit, weil in der Öffentlichkeit zu dieser Zeit die Seniorität an dem Maß zu messen war, wann jemand zuallererst die Vorsätze gefasst hat. Und so sollten sich deshalb verneigen zu dem Buddha-Statue und so weiter. Aber im Inneren hat man sich hingewendet auf Stupa oder auf die Texte. Man sollte nicht jetzt, man sollte schon für diese äußeren Handlungen der Respekterweisung durchführen. Das es so sagt es in den 50 Versen des Guru. Wenn ich über die Bedeutung nachdenke, dass da sehr viel in den indischen Quellen enthalten ist zu dem verborgenen Mantra. Da gibt es die zwei verschiedenen Hauptrichtungen, die mit der strengen Ausführung des Regelwerks des Vinaya und die mit einer mehr entspannten Weise. Und so heißt es zum Beispiel in einer tibetischen Übersetzung der 50 Verse des Guru. Ich werde die nicht wörtlich sprechen, aber die Bedeutung hier erklären. Man sollte nur 2 zu 2 in sich verneigen. Ist der Buddha und zu demjenigen, der die Vorsätze zuerst gefasst hat und dem, der sie später gefasst hat. Wenn man aber das nachdenkt, dann entspricht das nicht den Worten des Vinaya, aber wenn es so wäre, dass man sich nur zu dem Sugata oder dem Buddha oder dem Älteren verneigte, und dann ist das der Weg der Shravakas und nicht der Weg der Bodhisattvas. Aber hier ist der Weg der Bodhisattvas gemeint und es ist ein besonderer Mantra und insofern ist darin kein Fehler. Und so hat es sich daraus ergeben, dass das verborgene Mantra wichtiger als Vinaya sich gestaltete. Auch in dem Kala-Chakra-Kommentar gibt es dazu eine Passage der 50 Verse. Wenn da ein Haushälter wäre oder ein Jüngerer, der eines Bhikshus Vajrameister wird, also Jünger heißt hier in dem Sinne, dass die Gelübde später erst genommen haben, was soll dann derjenige tun, der diesen als Bhikshu, als seinen Lehrer, als Vajra-Lehrer ansieht? Dann müsse man nicht diese Handlung anbieten, wie die Füße waschen und so weiter und mit den 5 Gliedern des Körpers sich verneigen. Man soll die mit Respekt und Ehrerbietung betrachten. Wenn man sich direkt vor ihm verneigte, dann würden die weltlichen Leute
Wäre das nicht, um die Kritik der weltlichen Leute zu vermeiden, würde man den wahren Dharma-Texte vor sich setzen und sich davor verneigen. Das ist aber so die strikte Auslegung des Vinaya. Und in dem Tantra des makellosen Lichts heißt es, wenn es da Haushälter gäbe, die Vajra-Halter sind, wenn man dann zu einem Zeitpunkt, wenn so jemand daherkäme, wenn also Bhikshus, die diesen als Meister ansehen, von ihm Abhisheka empfangen, dann alle Macht diesem Haushälter geben, dann wäre das ein Untergang der Lehre des Buddha und würde die Worte des Buddha herabsetzen. Dann scheint es, dass hier dieses makellose Licht, Chandra, dem Vinaya-Regel mehr Wert zugebilligt. In jedem Fall, wenn man Pratimoksha und Bodhisattva und Mantra-Vorsätze zusammenfasst, um Konflikte zwischen denen zu vermeiden, um das auf einen Hauptpunkt zu bringen, dann ist das nicht sehr einfach. Das ist nicht einfach, alle diese 3 verschiedenen Gruppen von Vorsätzen auf einen Punkt zu bringen. Als Einheit von Sutra und Tantra zu üben. Kann man großartige Dinge darüber sagen. Man könnte glauben vielleicht, dass sie mit folgendem Mantra nur in Tibet überliefert, aber ich glaube nicht, dass wir das wirklich behaupten wollen. Das ist vielleicht, wo es sich am meisten ausgebreitet hat. Man kann leicht großartige Dinge sagen, aber die dann umzusetzen im eigenen Leben, das ist eine andere Sache. Milarepa sagt dazu, wenn du nicht die Einzelheiten kennst von dem, was ist zu tun, zu lassen, was ist dann der Wert darin, dich als gelehrt und weise anzusehen? Dann es macht doch keinen Sinn, dann zu sagen, ich bin so gelehrt, ich habe so viel gelernt. Was wirklich wichtig ist, tatsächlich, dass von allem, was wir gehört haben und verstanden haben, das alleine noch nicht reicht. Der kritische Punkt wird hier von Atisha in seinen 3 Typen von Individuen bezeichnet. Und viele Inder und tibetische Gelehrte haben so viel zu diesen 3 Arten von Gelübden, so viele Texte geschrieben. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Es ist eine große Bedeutung, die darin liegt. Wir sollten uns. Und das geht über Pratimoksha, zur persönlichen Befreiung und Bodhisattva Versprechen und tatsächlich, wie man sie in eigene Üben umsetzt und verborgenes Mantra, wie das im Inneren nicht in Konflikt gerät. Das ist sehr, sehr schwierig, das im Einklang zu bringen, in seinem eigenen inneren Erleben und Üben. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, hier eine Pause zu machen. Wir haben jetzt eine 30-minütige Pause. Der erste Punkt, den ich heute hier besprochen habe, war der Ursprung des Vinaya. Und das möge jetzt hier diese Erklärungen zu diesem Ursprung von Sangha und Vinaya beschließen. Ich möchte darüber sprechen, was
die Wichtigkeit von Sangha in der Geschichte der Lehre des Buddha war und welchen Effekt es gehabt hat. Und wenn wir das im Einklang mit den Worten des indischen Gelehrten S.R. Goyal sehen, dann war die Gemeinschaft der Schüler des Buddha sehr wichtig in ihrer Funktion in der Geschichte der Ausbreitung der Lehre des Buddha und auch in der Geschichte für andere Länder. Der Grund dafür ist, dass die Gegenwart dieser Gemeinschaft des Sangha da viel mehr Kraft darin war, die Lehre des Buddha in eine authentische Weise Lebensführung umzusetzen. Und der buddhistische all die Mitglieder des Sanghas sind durch alle verschiedenen Gegenden Indiens gegangen, haben in die verschiedenen Länder in Asien bereist und diese Botschaft des Buddha dorthin gebracht. Wenn es nicht diese Gemeinschaft des Sangha gegeben hätte, um die Hilfe, die daraus erfuhr, dann gäbe es weder Gemeinschaft, dann gäbe es keine auch ordinierte Gemeinschaft, dann hätte das Wort des Buddha kaum heutzutage eine Bedeutung als eine der Hauptreligionen dieser Welt erlangt. In gleicher Weise könnte man sagen, dass die Grundlage für das Wort des Buddha Lehre sich zu verbreiten, war eben genau diese Gemeinschaft. Und auch die Orte, wo diese Gemeinschaft sich gebildet hat, wo sie sich traf, diese Orte wurden selbst zu Orten des Lernens und Studierens, der Ausbildung. Und über viele Jahrhunderte hinweg hat es in Indien als höchste Form der Ausbildung und auch der grundlegenden Ausbildung, wenn man über die verschiedenen Stufen der Ausbildung denkt, konnte das alles innerhalb der Klöster der Gemeinschaft stattfinden. In derselben Weise war diese Gemeinschaft nicht nur in den Gebieten des Wissens der Lehre des Buddha kundig, sondern auch haben sie sich mit allen anderen Wissensgebieten und den anderen Meinungen jener Zeit beschäftigt. Zum Beispiel gibt es die Universität von Nalanda, das ist ein großes Kloster, die sich dem Studium aller Wissensgebiete widmeten, auch der anderen Richtungen des Verstehens dieser Welt und andere Gebiete annahmen. In gleicher Weise sind die verschiedenen Klöster und Orte der Gemeinschaft zu einer Quelle, einem fruchtbaren Quell des Lernens und des Verstehens der Worte des Buddha und der Ausbildung und des Lernens überhaupt geworden. Es gibt viele wichtige Statuen und Bilder, die in solchen Orten verfertigt, zum Beispiel an den Ellora und Ajanta-Höhlen, was dort an Skulpturen und Wandbildern zu sehen ist, oder die Kultur der Gandharas, die Gandhara-Kunstwerke sind diese Statuen, sind in erster Linie in solchen ursprünglichen Lehrstätten und Klöstern der Schüler des Buddha verfertigt worden. Wenn man im Sinne des Landes nachdenkt, dann war das auch für die gesamte Gesellschaft, den Staat zu jener Zeit wichtig. Diese Klöster vertraten die verschiedenen indischen Sprachen, die Künste, das Wissen, das sich in andere Länder verbreiten konnte. Und die beste Art und Weise, wie sich solches Wissen und Kultur hat verbreiten können, war durch die Gemeinschaft des Sangha. Gegründet auf die Bilder in Ajanta, hatten einen großen Einfluss auf die Bilder in China. Und es gibt viele Bilder, die
inspiriert waren in hohem Maße durch die Höhlen in Ajanta. Wenn man auch über Tibet nachsinnt, dann ist dieses indische Wissen und ihre Art der Lebensführung einen großen Einfluss auf Tibet, hat deshalb Buddha Dharma auch in Tibet sich verbreiten helfen. Und es war dieser starke Einfluss durch die indische Tradition und Kultur. Und so, wenn man von verschiedenen Richtungen es auch betrachtet, dann hat diese Gemeinschaft der Ordinierten, hat der Sangha, der ordinierte Sangha, einen großen Einfluss in Indien und auch verschiedene andere Länder dieser Welt. Und der Einfluss dieser indischen Kultur und des Wissens in die verschiedenen Richtungen der Welt damals kommt in erster Linie aus dieser buddhistischen Gemeinschaft. Und das ist so Dinge, über die ich vorgestern habe sprechen wollen, aber weil die Internetverbindung zu Bruch ging, konnte ich das alles nicht aussprechen. So, jetzt komme ich zu einem neuen Thema, das ich eigentlich heute anschneiden möchte, und das ist der erste Konzil oder der Ursprung der ersten Schriften. All die anderen Punkte, die ich andertags besprochen habe, gehören zu dem Hauptthema, wie ich vorher bereits sagte, Ursprung des Sangha, der Klöster und des Vinaya als Lebensregeln. Das waren diese Themenpunkte. Von jetzt an möchte ich über das sprechen, was mit dem ersten Konzil zu tun hat. Das wird uns möglicherweise einige Wochen in Anspruch nehmen, vielleicht 2 Wochen. Wenn ich sage sehr viel, dann sind es vielleicht 3 Wochen, die wir uns beschäftigen müssen damit. Bevor wir über die 18 verschiedenen Schulrichtungen nachsehen, müssen wir über das erste Konzil sprechen, dann über das zweite Konzil und dann über das dritte und dann das Aufspalten der Lehre des Buddha in verschiedene Gruppen und dann die 18 verschiedenen Richtungen. Also ich weiß nicht, wie weit wir damit kommen, aber ich werde beginnen mit dem, was hier das erste Konzil genannt werden könnte. Und darin sagt zum Beispiel der japanische Gelehrte Upanajoki, nachdem der Buddha in Nirvana ging, gab es in wichtige Begebenheiten in der Geschichte der Lehre des Buddha, dass in Rajgriha, in der Gegend Rajgriha, dort das erste Konzil abgehalten wurde. Und wann hat es stattgefunden? Das war der erste Sommer nach dem Fortgehen des Buddha. Und der erste Grund, überhaupt dieses Konzil zuerst in der Zeit abzuhalten, war, wenn man an die Instruktionen denkt, die der Buddha gegeben hat und auch die vielen Arten von Dharma-Botschaften, die er hinterließ. Er hat sehr viel Dharma-Botschaften hinterlassen und alles war es wert, dass man sich darüber verständigte, was denn eigentlich seine Botschaft war. Und dann haben sie sich getroffen und haben dann jeweils vorgetragen, das hat er gesagt und jenes hat er gesagt. Und so hat sich Sangha zusammengefunden und also alle die angemessenen Leute haben sich zusammengefunden. Und damit es nachher keinen Streit gäbe, was denn der Buddha hier und dort gesagt habe oder ob er es nicht gesagt habe, war der Hauptpunkt der, dass kein innerer Streit darüber sei, was denn eigentlich die Botschaft des Buddha gewesen ist. Und wer, das fragt man sich, war derjenige, der dieses Konzil zu leiten und zu führen hat. Und das war Mahakashyapa. Und wie viele Leute haben daran teilgenommen? 500 Arhats nahmen daran teil.
Und während ihres Treffens war das, was ihre Arbeit war als Konzil, dass diese 500 Arhats, die sich dort gefunden hatten, dass sie mündlich das aufsagten, was der Buddha in der Vergangenheit gegeben hat. Die hatten es mündlich aufzusagen, weil es keine schriftlichen Zeugen gab. Zu dieser Zeit gab es keine Schrift und keine Texte. Sie mussten also alles das auswendig gelernt haben und sie hatten es in ihrem Gedächtnis. Es gab keine andere Methode des Behaltens, als sie dann auswendig aufzusagen. Das erste Mal, dass diese Arhats sich zusammen trafen und die Sutras zusammen sprachen. Deswegen der Konzil der 500, der Ort war der Rajagriha. Es gab auch einen anderen Namen, das Rajagriha-Konzil oder das erste Konzil oder das Rajagriha-Konzil. Und weil es zu jener Zeit 500 Bhikshus oder Arhats waren, die sich dort zusammenfanden, heißt es auch das Konzil der 500. Also diese drei Namen, erstes Konzil Rajagriha und Konzil der 500. Der japanische Gelehrte Hirakawa, der sagt, das Wort, was da genannt wird, wenn man das Wort in Sanskrit oder Tibetisch immer das übersetzt, dann könnte man es als Konzil bezeichnen oder als das Zusammensprechen der Worte des Buddha. Die Bedeutung ist jedenfalls das gemeinsame Sprechen der Buddha-Worte. Die Lehren des Buddha, die sie erinnerten, haben sie gemeinsam gesprochen und indem sie gemeinsam sprachen, der Unterschied zwischen auswendig sprechen und lesen ist, dass wir, wenn wir sie sprechen, eben zuvor auswendig beherrschen. Normalerweise denken wir daran, dass wir etwas aufsagen, was wir ablesen von einem Text, eine vorlesen. Aber hier, Sie haben es auswendig gesprochen. In diesen alten Tagen war es so, dass man alles auswendig lernen musste. Und da ein großer Schwerpunkt darauf war, wie ich bereits anderstags erwähnt habe, dass man alle diese vedischen Texte und so weiter auswendig lernte. Es war zu jener Zeit üblich, dass man sie aus seinem Gedächtnis her aussprechen und aufsagen konnte. Wie auch immer, wenn man über dieses erste Konzil spricht und die Art und Weise, wie dieses Konzil abgehalten wurde, ich kann das Bild wohl jetzt hier wegnehmen, wie wir alle möglicherweise wissen, wenn man über indische Geschichte spricht, und insbesondere, ob wir über die Geschichte der Lehre des Buddha oder überhaupt über indische Geschichte spricht, der verschiedenen Religionen in Indien, dann ist die Weise, wie wir darüber sprechen und lernen können, ist zum Beispiel archäologische Funde, da gibt es die Geschichtsforschung oder Religionsforschung und so weiter. Es gibt viele verschiedene Wissensgebiete und Gelehrten, die sich damit befassen und die haben sehr hart daran gearbeitet und arbeiten immer noch hart daran, dieses alles zu erforschen. Und sie vergleichen ihre verschiedenen Funde und ihre Meinungen und Annahmen werden immer wieder überprüft und sie versuchen mehr und mehr Beweisstücke und Klarheiten zu finden und am Ende kommen sie zu einem Schluss und sagen, wahrscheinlich ist es so oder muss so und so gewesen sein. Das ist das jeweilige Zwischenergebnis ihrer Forschung, der jeweilige Forschungsstand. Und man fragt sich vielleicht, warum müssen sie so viel Mühe da hineinstecken, um die Geschichte Indiens zu erforschen? Und warum muss man sich immer wieder damit beschäftigen und die verschiedenen Dinge, die man findet, wieder vergleichen und die sich gegenseitig kritisieren und überprüfen und verbessern? Der Grund dafür ist, dass es in der alten Zeit in Indien gar keine schriftlichen Zeugnisse gab. Niemand hat irgendetwas niedergeschrieben. Es gab keine schriftlichen Berichte aus jener Zeit. Wir mussten alles auswendig lernen. Deswegen ist es sehr schwierig, zuallererst diese Geschichte, die sich dazu getragen hat, überhaupt zu wissen.
Also Geschichte ist nicht einfach eine Geschichte, die aufgeschrieben ist. Wie kommen wir dann dazu? Woher wissen wir denn dann davon? Ist das uns einfach vom Himmel heruntergefallen oder was waren unsere? Wie ich das in dem letztjährigen Sommer Dharma-Lehren bemerkt habe, kommt vieles dieses Wissens über jene Zeit aus den archäologischen Funden, aus den manchen Manuskripten, die hier und dort zutage gefördert sind, oder historische Dokumente aus Sri Lanka oder China, also Nachbarstaaten, die damals ein Teil von Indien waren, wohl aber jetzt dann etwa getrennte Staaten sind. Sri Lanka ist jetzt ein eigener Staat. Oder in China gab es eben solche Aufzeichnungen, die alte Texte, die in solchen Zeit verfügbar waren, dass Leute aus China oder aus anderen Ländern, aus Sri Lanka oder aus China eben nach Indien gingen und ihre Reiseberichte sind wichtige Dokumente jener Zeit. Auch in dem 4. oder 5. Jahrhundert sind es die chinesischen Bhikshus nach Indien gewandert. Zum Beispiel Tang Xuan hat dort Reiseberichte hinterlassen und so weiter. All das sind Grundlagen dafür, eine Forschung zu haben und darüber, was sich wirklich zugetragen hat. Und darüber Vermutungen anzustellen, Schlussfolgerungen zu ziehen, um ein Bild jener Zeit zu bekommen. Wenn wir also über das erste Konzil sprechen, eine sehr bedeutungsvolle Begebenheit in der Geschichte der Lehre des Buddha. Was waren die Gründe dafür, sich zu treffen? Wo fand es statt? Wie viele Leute nahmen daran teil? Und in was war letztendlich das, was sie dort besprochen haben? Wenn man all dieses hier zusammenzieht, dann gibt es sehr viele Dinge, die man daran wissen muss und könnte. Also, und da muss man nachschauen, was in den verschiedenen dass man deshalb auf sehr viele verschiedene Quellen oder Bruchstücke zurückgreifen muss, um ein Bild davon zu bekommen, was sich eigentlich dort zugetragen hat, weil es darüber selbst keine direkten Aufzeichnungen gab. Sie haben es selber nicht schriftlich niedergelegt. Und das ist die Tafel, die ich euch vorhin gezeigt habe, hier. Und die verschiedenen Meinungen, die darüber sich gebildet haben, sind. Wenn man in die Theravada-Schriften schaut, dann gibt es viele Hinweise in Texten über dieses erste Konzil, die in vieler Hinsicht übereinstimmen oder auch an manchen Stellen nicht übereinstimmen. Es gibt aber auch aus anderen Schulen darüber Hinweise und archäologische Funde, die davon Kunde geben. Und im Theravada-Tradition heißt, sie haben also die Gewissheit über dieses erste Konzil. Aber es gibt eigentlich keinen direkten Beweis, dass dieses Konzil überhaupt stattgefunden hat in irgendeinem dieser Texte. Deswegen ist das etwas schwierig. Und deswegen gibt es aufgrund der Quellen verschiedene Möglichkeiten, darüber zu sprechen. Das erste ist wie es in dem buddhistischen, in dem Kanon der Sammlung der Worte des Buddha niedergelegt ist. Und das zweite Möglichkeit ist, darüber zu sprechen, was haben heutige forschende Wissenschaftler darüber herausgefunden, was ist der Forschungsstand der heutigen Zeit. Diese beiden Hauptaspekte sollten wir berücksichtigen. Und sprechen wir zuerst über das erste, was nämlich damit zu tun hat, innerhalb der Vinaya-Schriften und anderer Texte der Lehre des Buddha, darin Hinweise zu finden auf das erste Konzil. Da gibt es zum Beispiel die Frage in den Vinaya-Schriften und so weiter. Verschiedene Gebiete, in die wir einen genaueren Blick hineinwerfen werden später. Nicht nur in der gesammelten Sammlung der Worte des Buddha, wenn wir überhaupt davon sprechen, was ist die Sammlung der
Buddha-Worte, der Kanon. Dann gibt es das erste Konzil zum Beispiel. Dann gibt es den Dharma-Guptaka, die Mahashashika, den Theravada, die 10 Punkte Vinaya und dem Vinaya Mantraka Sutra und der 100.000 Prajnaparamita Schrift und die Reiseberichte von Frach Chuan und sein Tang Huangsangs Beschreibung der Reise nach dem Westen, Mahasanga, Vinaya und Ashokas Lebensgeschichte, Mullah Savastivada, Vinaya Vastu Text und Mahaparinirvana Sutra und anderen Texten ist darauf ein Hinweis zu finden. Wenn man alle diese zusammennehmen würde, dann hätten wir hier keine Zeit, die alle zu besprechen. Und wenn ich zu viel sage und es wird zu kompliziert, dann versteht ihr wahrscheinlich gar nicht, was ich damit überhaupt ausdrücken will. Deswegen werde ich hier von heute an mich in erster Linie auf 2 Quellen beziehen. Und diese beiden sind erstmal die Vinaya-Schriften, die in chinesische Sprache übersetzt wurden, und das ist was darin berichtet wird über das erste Konzil. Und das zweite ist der große Kommentar zu den 100.000-versigen Pragya Paramita, der von Nagarjuna verfasst wurde. Die beiden Texte werde ich als Hauptquelle benutzen. Das erste ist also die Rede hier von diesen Vinaya-Schriften in Chinesisch. Die ist bei Sifen Lü übersetzt worden. Die Sifen Lü genannt sind und sich im 5. Jahrhundert übersetzt wurden von einem indischen Meister, Buddha Yashas, und dem großen chinesischen Acharya Buddha Smriti. Das heißt, das ist ein Vinaya-Text, der Dharma-Guptaka-Tradition zugehörig ist. In früheren China war es damals üblich, die 50 Verse des Vinaya zugrunde zu legen. Später wurden die Vinaya-Schriften selber bekannt und übersetzt, und heutzutage sind hauptsächlich jene Vertreter des Vinaya und Leute, die Weltsicht des Vinaya vertreten, die sich auf diese Texte des Vinaya selber stützen. Was ist der Grund, dass ich besonders diese 2 Textquellen hier ausgesucht habe, um über das erste Konzil zu sprechen? Der erste ist also die Dharma-Guptaka Vinaya-Schriften, die eine zuverlässige Textquelle darstellen, und auch die Zeit, in der sie erschienen, ist relativ früh. Es sind sehr frühe Übersetzungen. In gleicher Weise beschreiben sie die Begebenheiten des ersten Konzils in einem ziemlich detaillierten Ausmaße, und so wie ich das bereits vorher gesagt habe, gibt es sehr viele verschiedene Texte, die von diesem ersten Konzil sprechen, und auch in dem gesamten Kanon. Und die Beschreibung, mit der die meisten übereinstimmen, ist gleich auch diese der Dharma-Guptaka-Tradition. Und ungefähr, wenn ich sage die meisten, dann spreche ich hier von 70-80%, worin sie übereinstimmen. Ein anderer Grund ist, dass diese Vinaya-Schriften hier zugrunde zu nehmen ist, dass weil der Zeitpunkt, wo sie überhaupt auftauchten, die Nikaya-Zeit der Buddha-Lehre waren. Eine ganz die alte Zeit der 18 verschiedenen Schulen. Und der andere Grund, warum ich den Kommentar zu Pragya Paramita hier genommen habe, ist, weil es einen späteren Zeitpunkt erschien, das also später, nachdem Mahayana Dharma sich verbreitet hatte. Und wir können also von den Vinaya-Schriften aus, die es zu verstehen aus der Zeitpunkt des Nikaya-Lehre des Buddha, und den großen Kommentar zum Pragya Paramita können wir die Sicht verstehen aus der Zeit des Mahayana Dharma.
Das, was am Bericht zu finden ist in dem großen Kommentar zum Pragya-Paramita Sutra, ist, ist sehr verschieden von dem, was in dem anderen Vinaya-Text zu finden ist. Tatsächlich deutlich verschieden. Deswegen muss da ein großer, wichtiger Punkt sein, darin bestanden haben, das genau so darzulegen und das, aus dem wir etwas lernen können. Und das heißt, dass dieser Text in der chinesischen Übersetzung davon heißt es, dass er von Nagarjuna verfasst sei. Und er ist auch verfasst in einer Art und Weise und Stil der Beschreibung, den klingt so, als habe der Autor selber direkt an diesem Konzil teilgenommen, sehr lebendig. Das ist der Grund, also warum ich diese beiden Texte aus dem Dharma Guptika Vinaya und einerseits und dem großen Kommentar von Prajya Paramita zum zweiten genommen habe. Wenn wir also die Leute betrachten, die daran teilgenommen haben, das sind die wichtigsten unter diesen Teilnehmern, ist am allerersten Mahakashyapa, der zweite ist Ananda. Das ist ein Bild von Mahakashyapa aus den Tunuan Funden in den chinesischen Höhlen von Tunuhan. Zur Zeit war diese Gegend unter tibetischer Kontrolle, tibetischen Königsreichs, zur Zeit der tibetischen Könige war diese Gegend unter Herrschaft der tibetischen Könige. Jedenfalls ist es eine alte Statue von Mahakashyapa, die sich in diesen Höhlen von Tunuan findet. Es gibt in erster Linie zwei wichtige Personen zu nennen. Das eine war also Mahakashyapa, das andere war Ananda. Ich möchte deshalb vielleicht kurz über die Biografie von Mahakashyapa sprechen. Mahakashyapas Name, das ist der Name, Mahakashyapa ist ein Sanskrit-Wort. Wenn man es in Tibetisch übersetzt, dann ist die Bedeutung der Schützer der Helligkeit oder des Lichts, Schützer des Lichts. Und wenn man die Bedeutung von der Grammatik in zwei Bänden zugrunde legt, dann hat das zwei Wortbedeutungen. Der erste sagt, es schützt vor Schaden, das, was vor Schaden tut. Die zweite heißt Schützer des Lichts. Normalerweise übersetzen wir es als Lichtschützer. Im Chinesischen heißt es eher Licht trinken, wie auch immer. Es gibt eine Geschichte, die während der Sung-Dynastie niedergeschrieben wurde, und es heißt, dass Kashyapa eigentlich der Name eines großen indischen Heiligen gewesen sei. Und warum heißt es Schützer des Lichts? Weil sein Körper selber Licht verstrahlte. Und dieses strahlende Licht, das aus seinem Körper sich in allen Richtungen ergoss, war so heftig und stark, dass es alle anderen Lichtquellen überstrahlte, weshalb er als Lichtschützer bezeichnet wurde. Als ob all dieses sein eigenes Körperlicht, alles andere Licht darin aufgehen ließ. Und später wurde das der Name eines Clans, und Mahakashyapa war genau in diesem Clan der Kashyapas, dieser alten Familienlinie der Kashyapas, geboren. Also es ist also gleich ein Familienname, könnte man sagen. Es ist ein Familienname. Es gab unter den Schülern von Buddha sehr viele Schüler, die Kashyapa bei Namen waren. Zum Beispiel, da gibt es die Kashyapa Dashabala und so weiter und die drei Kashyapa-Brüder und so weiter. Warum wird also eher Mahakashyapa genannt? Weil das eher rausragt unter denen, also Maha, jetzt also großartig oder vielgestaltig. Es hat also dieses Maha hat sehr viele Bedeutungen, also groß oder großartig oder vielfältig und so weiter. Also nach der chinesischen Geschichtsschreibung während der Sung-Dynastie haben alle diese Kashyapas, war er unter allen diesen Kashyapas der Älteste. Und aus diesem Grunde
eben der Mahakashyapa, der große Kashyapa. In kurz ist also Kashyapa ein Name für eine Familienlinie, ein Clan. Sein Vorname aber dann eigentlich war Nyaguta da oder Pipali, gibt es verschiedene Übersetzungen davon. Nadruda. In der chinesischen Geschichte heißt es Pipali, Nyaguta. In tibetischen Geschichtsschreibung heißt es, dem Bhikshuni Vaivaga heißt es, dass er geboren sei in Pipali. Ein Kind aus Pipali. Und in anderer Hinsicht ist Pipali auch ein Name für den Bodhi-Baum. Der Bodhi-Baum hat selber wieder verschiedene Bezeichnungen, die er trägt. Und manchmal heißt es, manchmal heißt der Bodhi-Viksha, der Bodhi-Baum, und viele andere Namen trägt er, oder dann wieder der Bodhi-Baum. Einer dieser Namen, die diesem Term gegeben ist, heißt also Pipali. Pipali ist also ein Name so hat er einen Namen, der eigentlich nach dem Baum ist. Und der Grund sei der, heißt es dort, dass seine beiden Eltern zu diesem Baum gebetet hätten, dass er dadurch geboren sei und sie deshalb diesen Namen des Baumes ihm gegeben haben. Er kriegt also Nyaguda oder Pipali als seinen persönlichen Vornamen. Wo war er geboren? Was ist sein Heimatort? In der Sung-Dynastie wird berichtet, dass sein Geburtsort die Hauptstadt des Magadha-Königsreichs Rajagriha gewesen sei. Und auch dass seines Vaters Name Kapila, Serkya in Tibetisch oder nicht in der tibetischen Geschichte, in der chinesischen Geschichte nicht, aber wie auch immer. Aber in der chinesischen wie auch der tibetischen Geschichtsschreibung, in den beiden Niederschriften des Bhikshuni Vibhaga heißt es, dass sein Geburtsort in dem Königreich Magadha und dass dieser Geburtsort selber Pipali genannt sei. Also einfach ein gewöhnlicher Ort, dessen Name so war und der Name des Vaters sei Kapila. Und nach tibetischer oder chinesischer Geschichte heißt es ist Kapila seiner Frau. Und Kapila Bhadra ist der Name seines Vaters. Seines Vaters Nachname sei also Kapila Bhadra gewesen. Und so gibt es in der chinesischen und der tibetischen Geschichte dann verschiedene Details, die ich nicht alle hier vortragen will, sonst wird es zu kompliziert. Es möchte deswegen hauptsächlich über die tibetische Tradition der Bhikshuni Vibhaga sprechen, wo darin das niedergeschrieben ist, sein Vater sei außerordentlich wohlhabend. Wie wohlhabend war er denn? Der war vielleicht sowas wie Elon Musk heutzutage ist, also er war der Elon Musk der damaligen Zeit, könnte man sagen. Und es gab damals 16 verschiedene Königreiche und er war der reichste unter allen denen zu jener Zeit. Der wohlhabendste. Was heißt das? Wie reich war er denn eigentlich? Da gibt es zum Beispiel einen König, Bimbisara, der zu jener Zeit, er war eigentlich ein bisschen später, aber er war also in vieler Weise vielfach reicher als der König Bimbisara. Zum Beispiel hatte Bimbisara 1000 Pflugscharen aus Gold verfertigt. Und Kashyapas Vater
er brachte deshalb 990 als Geschenk der Höflichkeit für den König und hätte viel mehr noch bringen können, aber bloß um den Respekt zu zeigen, hat er, um ihn König nicht zu übertreffen, hat er nur 990 als Gastgeschenk ebenso mal vorbeigebracht. Wenn ich jetzt über die Geschichte selber spreche, er war also unglaublich reich. Kashyabas Vater war unvorstellbar reich. Aber für lange Zeit hatten sie keinen Sohn, hatten keine Töchter. Und er hat zu allen Göttern seine Bitte gerichtet. Da sprechen wir also von Vishnu, Brahma oder Rama und so weiter. Hat sie alle gebeten. Natürlich wollte er einen Sohn haben, aber sie hatten kein Kind. Und das hat ihn sehr betrübt. Ich habe alles, ich habe Geld. Gut, es geht nicht so sehr um Geld, war nicht das damals, war nicht die Währung, aber bin unglaublich wohlhabend, aber meine Familienlinie scheint hier abzubrechen. Das hat ihn sehr betrübt. Und seine Mutter sah seine Betrübung und hat ihm den Rat gegeben: Mein Sohn, in unserem Park gibt es einen Banya-Baum. Er hat sehr ausgebreitete Äste und Zweige, ist ein wunderbarer Baum. Und es ist wegen dieses Baums, dass dieser Ort hier selber Pipal-Ort genannt ist. Und wegen dieses großartigen Baums ist diese Gegend hier so genannt. Und dein Vater hatte auch das Problem keine Kinder zu haben. Er hat zu Hunderten und Tausenden von Göttern gebetet und am Ende ist er zu diesem Banya-Baum gegangen und dann wurdest du geboren. Also solltest auch du zu diesem Baum dort gehen und deine Bitte dorthin richten. Und deswegen weißt du also Pipali genannt, weil wir damals zu diesem Baum gebetet haben. Also so hat die Mutter gesagt. Also ging er dort, so wie seine Mutter gesagt, zu diesem Baum und hat dort seine Opferungen mit dargebracht, Räucherwerk und Blumen und so weiter. Und er sprach zu ihm: Gib mir die Erlaubnis, einen Sohn zu haben. Wenn ich einen Sohn habe, dann werde ich Geschenke hier darbringen wie dieses jedes Jahr. Aber wenn ich keinen Sohn bekomme, dann werde ich dich bis auf die Wurzeln abtrennen und in Stücke zerschlagen und dich in der Sonne trocknen, dann verbrennen in einem Feuer und die Asche in allen Richtungen verteilen, in den Fluss werfen. So steht es in der tibetischen Version des Bhikshuni. Ein bisschen verschieden in der chinesischen Version. Das war also ein Baum da ein Gott, der lebte in diesem Baum. Das ist ein ganz besonderer Banya-Baum. Das war ein etwas schwacher Gott, der nicht sehr viele Fähigkeiten besaß und deswegen sehr froh darüber war, dass jemand kam daher, um ihm Geschenke darzubringen und so weiter. Aber jetzt war da auch eine Bedrohung damit verbunden und er wurde ein bisschen besorgt und hat das Gefühl, ich muss mich tatsächlich daran halten und das tun. Er wird mir meine Behausung wegnehmen und dann bleibe ich da und habe überhaupt nichts mehr. Er wurde sehr furchtsam, hat aber keine Kraft, was er wirklich hätte tun können. Er hatte nicht die Fähigkeit, dem Brahmanen einen Sohn zu schenken. Und da begab sich also zu einem seiner Führer, nämlich zu einem der Könige der 4 Himmelsrichtungen, oder zu all diesen Königen der 4 Himmelsrichtungen, und erklärte ihm sein Leid. Ich habe also folgendes Problem hier. Ich sollte ihm einen Sohn schenken, aber ich habe nicht die Kraft dazu. Und wenn ich das nicht tue, dann wird er meinen Lebensort zerstören. Können wir da nicht irgendwas machen?
Er ging zu all den Königen der 4 Richtungen. Die sagten dieselbe Antwort. Ob er einen Sohn oder eine Tochter kriegt, das hängt von seinem eigenen Karma ab. Damit können wir nichts dran ändern. Wir haben da keine Einflussmöglichkeit. Aber dieser Baumgott war so nachdrücklich. Dann haben sie versucht, ihn loszuwerden, haben gesagt hier, okay, wenn du das immer noch nicht begreifst, dann geh bitte zu dem großen, unserem Boss, dem großen Chakra. Und auch der sagt dasselbe. Ob er einen Sohn bekommt oder Kinder überhaupt, das hängt von seinem eigenen Karma ab. Daran kann ich eigentlich überhaupt nichts machen. Dann war es so, dass in dieser Gemeinschaft der Versammlung des Götterkönigs Chakra ein großes Licht ausstrahlte. Dieses Licht trat auf und er sagte, jetzt warte, geh noch nicht. Es war die Kunde davon, dass große Brahma aus den Formbereichen herunterkam. Dann bitte bleibe noch. Und so, wie es Chakra auch gesagt hatte, kam tatsächlich große Brahma in diese Welt. Und er kam in Gestalt eines wunderschönen Jünglings und er sagte, das ist, und ja, die Mutter das Geschichte erzählt, das Problem von dem Baum und Gott, dass man, vielleicht kannst du nicht etwas da tun, da musst du unbedingt etwas darüber. Und er sagte, ich habe eigentlich nicht die Macht darüber, jemand ein Kind oder Sohn. Oder, aber weil ich. Aber wenn ich denen das sage, dass ich diese Fähigkeit nicht habe, dann beschmutzt das meinen Namen. Und er sagt, und deshalb sagt er, bin nicht von dieser Welt geschaffen, ich habe nicht die Welt gemacht, die Welt hat auch nicht mich gemacht. Eine etwas merkwürdige Antwort. Chakra war da etwas verwirrt. Er sagt, dann geh doch bitte wieder in deinen Lebensort. Und wenn du irgendeinen Gott siehst, der dabei ist, gerade zu sterben, wenn du irgendeinen Gott siehst, der gerade dabei ist zu sterben, dann sage ihm doch, er möge doch bitte Wiedergeburt annehmen als der Sohn dieser Person. Brahma sagt, was ist da denn die Rede? Du hast doch so viele Götter, aber wieso musst du da erst rumsuchen? Dann sagt Chakra, ich könnte natürlich einen Gott senden, aber dieser Brahmane ist ein sehr, sehr mächtig und sie könnten vielleicht haben vielleicht nicht die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Und weil du aber von einem größeren Bereich kommst, aus dem Formbereich kommst, du, Brahma, kannst du nicht einen von deinen Leuten schicken. Und da Brahma sah in diesem Augenblick, dass in seinem Brahma-Gott, der gerade die 5 Zeichen des nahen Todes zeigte und sprach zu ihm, kannst du nicht dort in der Svambhadviva dort geboren werden als Sohn dieses Brahman? Und er sagte, das kann ich nicht tun. Der Gott sprach, das will ich aber nicht. Und dann sagte er, doch, wenn du dorthin gehst, dass die Zeit bald wird der Buddha in dieser Welt erscheinen. Und dann kannst du dorthin gehen und dich mit einer Bestwertung unterziehen und ein großartiges Ergebnis erzielen. Und dann der sagte, und wenn ich aber als der einzige Sohn dieses Ehepaars dann werde, wie werden sie mich dann dazu weglassen, dass ich in die Schülerschaft des Buddha mich begeben kann? Der Brahma sagte, das macht nichts, das wird schon hinkommen, geh schon und mach dich auf. Und so ist also Mahakashyapa geboren und er war also
in einem Formbereich in seinem vorherigen Leben. Das ist eine Geschichte über die Götter-Vorgeschichte. Gut, wie auch immer, die Geschichte dieses Lebens wurde also seine Mutter schwanger, die Frau des Brahmanen. Und die Art und Weise, wie sie damals rausbekamen, ob es ein Kind, Tochter oder Sohn wird, haben sie geschaut, ob es mehr auf der rechten oder linken Seite sich befindet und wo es sich zu fühlen ist. Wenn es mehr auf der rechten Seite sich befand, dann würde es vielleicht ein Sohn. Und da es aber sich auf der rechten Seite befand, dann waren sie der Meinung, es werde wohl wahrscheinlich ein Sohn werden. Und der Brahmane war darüber sehr erfreut und hat sie auf dem Obergeschoss des Gebäudes untergebracht. Die haben ganz viele Kissen und Massage und wärmende Dinge, um die Kälte wegzuhalten und die richtige Essen und die genau angemessenen Temperaturen einzuhalten, wie sie von ihren Ärzten verschrieben wurde, und dass sie dort in Seide und Ornamenten und der Gegenwart von Sängern und Musikern sich erfreuen konnte und so weiter. Niemals aber heruntergehen in die niederen Bereiche. So zum Zeitpunkt dieser er war noch nicht mal gestattet, in das Untergeschoss zu gehen, aus reiner Vorsicht, dass bloß nichts geschehen würde. Und 8 oder 9 Monate später war der Sohn geboren. Und das Besondere an diesem Sohn war, wenn man über die 32 Merkmale des Buddha spricht, dann hatte er 7 von diesen Anzeichen. 7 Zeichen der 32 Merkmale der Vollkommenheit des Körperlichen, zum Beispiel wie den Oberkörper, wie ein Löwe und so weiter. Und der solcher Art geboren war der Brahmane äußerst erfreut, und es gab eine Geburtstagsfeier und ging zu diesem Baum, diesem Anja-Baum, und hat alle Unrat, alle Steinchen und Krümel aus dieser Gegend entfernt und alles, dann aber diese Gegend eingefeuchtet mit besonderem Wasser, mit Sandelholz, Geruch und Räucherwerk dargebracht und die Leute der Gegend eingeladen, die dann alle auch beschenkt wurden und Feiern für 21 Tage abgehalten, um mitten in der Straßenkreuzung alle Feiern abzuhalten. Das Name dieses Kindes, das aufgrund dieses Baumes zustande gekommen ist, sagte er: Ich habe hier diesen Sohn empfangen durch die Bitte an diesen Banya-Baum. Deswegen, weil er durch diesen Pipali-Baum geboren wurde, nämlich werde ich ihn Pipali nennen. Und als dieser heranwuchs und dann des Lesens kundig wurde, mit der brahmanischen Tradition eingewiesen in die 4 Vedas, die 18 Gebiete des Wissens und so weiter, sein Wissen und seine Intelligenz sich über alle Maßen entwickelte, und eines Tages dachte der Vater, Pipalis Vater, ich bin aus einer großen, wohlhabenden Familie und sehr, sehr reich, und es ist sehr schwierig, einen Sohn zu bekommen. Und normalerweise habe ich bis zum 48. Lebensjahr gewartet, bis ich überhaupt geheiratet bin, gemäß der Tradition und der Übung der Brahmanen. Aber wenn ich jetzt so lange warte,
für meinen Sohn, dauert es vielleicht zu lange. Ich werde meinem Sohn raten, dass er eine Frau nehmen solle. Und der Sohn sprach, nein, warum soll ich das tun? Ich möchte gerne die Art und Weise der Welt hier kennenlernen und in den Wald gehen und die Härten durchstehen. Ich möchte eigentlich gar nicht heiraten. Ich möchte eine solche Tradition der Härten, der Einsamkeit durchleben, mit der Vater sprach, dass dann wird unsere Familienlinie abbrechen. Und der Sohn dachte, wenn ich das nicht tue, dann bin ich gegen das Wort meiner Eltern. Das ist nicht gut. Aber ich möchte auch nicht mit deiner Frau zusammenleben. Was ist da zu tun? Und dann kam ihm eine Idee. Er ging zu seinem Vater und sagte, gib mir etwas Gold aus dem Fluss Jambo. Wenn man darüber nachdenkt, nach den heutigen Begriffen, dann wäre das so wie es ist eine Art von Rotgold, ein besonderes Rotgold, das man in dem Jambo-Fluss findet. Und sein Vater hat seine Bediensteten herangerufen und gesagt, gib ihm so viel Gold von dem Jambo-Fluss, so viel er will. Und sein Vater und ohne das Wissen des Vaters, ging er zu einem Goldschmied und machte eine ganz, ganz schöne Statue einer Frau aus diesem Gold. Und der Goldschmied tat, wie geheißen, verfertigte eine fast lebensgroße Statue einer Frau. Und als er dem Vater die Statue zeigte, wenn du eine Frau findest, die so hübsch ist wie diese und in einer goldenen Farbe leuchtet, dann werde ich sie als meine Frau nehmen. Sonst brauche ich keine Frau. Das war sein Plan. Und er war überzeugt davon, dass sein Vater niemals einmal seine Frau finden werde. Es wird kaum möglich sein für meinen Vater, so etwas zu tun. Der Vater dachte sich, wenn ich darüber nachdenke, er denkt nicht an seine Eltern. Wo soll ich denn eine Frau finden, die so hübsch ist wie dieses Gold hier, die goldenes Leuchten als Körperfarbe hat? Wo soll ich sowas finden? Das macht ihn sehr betrübt. Aber er war ein großer Brahman und hatte viele Schüler. Brahman-Schüler. Und als seine Schüler sahen, dass er so deprimiert war, haben sie ihn gefragt, was ist der Grund deiner Sorge? Mach dir doch keine Sorgen. Wir können was machen. Mach doch 3 solche Statuen. Noch drei mehr solcher goldenen Statuen, die genauso aussehen. Und dann werden wir definitiv eine Frau finden, ein Mädchen finden, das genauso aussieht. Und so hat der Vater es veranlasst, noch 3 weitere Statuen verfertigt in dieser Weise. Und was haben sie getan? Sie hatten sich in Gruppen aufgespalten und haben diese 4 Statuen alle zusammen in die 4 Himmelsrichtungen, Osten, Westen, Süden und Norden, genommen. Einige sind im Norden, einige im Süden und einige im Westen und so weiter. Sind durch die verschiedenen Gegenden gezogen und die Orte, die Dörfer und die Städte. Und das sind die Marktplätze in der Mitte dieser jeweiligen Orte und haben da die Goldstatue dort hingestellt. Und hatten verschiedene Instrumente und Trommeln geschlagen und Blumen arrangiert und Räucherwerk. Und die Schüler haben dort eine große Ankündigung gemacht, mitten in der Menschenmenge, und haben gesagt, wenn ihr diesem
dieser Statue Opferung darbringt, dann werdet ihr wiedergeboren als in einer wohlhabenden Brahmanenfamilie, als Braut. Und all die Frauen kamen, weil sie natürlich, wenn sie als Frau, werden sie wunderbar gerne als Braut in einer Brahmanenfamilie geboren worden. Sie haben zu diesem Statue gebetet und der Grund war, dann haben sie also diese Statue benutzt, um mal die ganzen Frauen zusammenzubringen, um zu schauen, ob es irgendeine Frau darunter gäbe, ein Mädchen, was solche goldene Hautfarbe habe. Und als alle Frauen zusammenkamen, dann haben sie das für eine lange Zeit so als Mittel benutzt, um dort alle anzuschauen. Aber keine darunter war dieselbe Ausstrahlung wie diese goldene Statue habe. Und sie sind in alle 4 Richtungen gezogen, die in der Osten, Westen und Norden und so weiter, haben nichts gefunden. Und sie haben es zu dem Brahmin Pipali, haben sie diese Kunde zurückgebracht und er wurde erneut sehr betrübt. Aber die nach dem Westen gezogen waren, ob sie tatsächlich eine solche Frau da gefunden haben in der Gegend von Kapila im Westen, darüber werde ich, glaube ich, später sprechen.